Sandra, 10 Minuten zu spät. Ach, Gott sei Dank, ich auch. Ja, das kann ja was werden. Gut, dann lass uns mal starten. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen, Herr Lehrer. Mein Name ist Herr Schniedelwutz. Ich bin heute dein... Ja, sehr witzig, Sandra, sehr witzig, ja. Nee, die Kreide, Sie halten die Kreide voll dumm, ey. Wie so ein Dummer, ey. Ja, super Vergleich, Sandra, wirklich gut. Jetzt konzentrierst du dich aber bitte mal, weil wir fangen an mit dem ersten Thema heute, Erdkunde. Sandra, in welchem Land lebst du denn? Deutschland. Richtig, Sandra, gut, toll. Yeah, sexy baby, yeah. Ganz ruhig, Sandra. Ja. Sandra, das war eine ganz normale Frage, ja? Das war jetzt kein Test oder so, keine Prüfung, ganz locker, Sandra, okay? Ja, beruhig dich selber mal. Bist ja ganz nervös, ey. Chill mal eine Runde zum Thema Erdkunde, okay? Gut, Sandra, aber 2, 3 Fragen möchte ich dir gerne noch stellen, ja? Ja, mach doch. Traust dich eh nicht, ey. Sandra, wie viele Einwohner hat Deutschland denn? 80 Milliarden. Ich hab's! 80 Millionen! Das habe ich dir doch gerade vorgesagt. Man darf in der Schule nicht vorsagen, Herrn Schniedewutz. Okay, Sandra, hol bitte erstmal deine Politiksachen raus, ja? Ich bin gleich wieder da. Okay, Sandra, Thema Politik. Wer ist denn unsere Bundeskanzlerin? Angela Merkel. Hey, gut, Sandra, super. Ja, manchmal bin ich so Schäden von Big Bang Theory, weißt du, voll das Brain, ey. Na gut, zu welcher Partei gehört denn Philipp Rösler? Zur FDP, glaube ich. Richtig, gut. Wie heißt denn unser Bundespräsident? Hitler. Richtig, gut. Was? Sandra, Hitler ist schon lange tot. Das tut mir leid für ihn. Naja, Sandra, eigentlich ist das nicht so schlimm. Hitler hat viel Leid über die Welt gebracht. Oh, ja, dann ist gut. Hitler ist blöd. Das denke ich auch, ja. Dummer Hitler. Gut, Sandra. Arschloch Hitler. Sandra! Hitler war ein Pupsgesicht. Halt, stopp! Jetzt rede ich! Boah, ey. Sandra, irgendwann ist auch mal gut. Ey, ich hatte gerade voll Kopfkino, ey. Na gut, wir versuchen ein anderes Thema. Biologie. Sandra, ganz einfache Frage. Nenn mir bitte Körperteile, die zweimal da sind. Wie zum Beispiel ein Arm und noch ein Arm. Ich habe 2 Arme. 2 Körperteile, na? Mein Vater hat 2 Pipimänner. Sandra, jetzt reicht's aber! Nee, er hat morgens einen ganz kleinen Pipimann zum Pipi machen und abends hat er einen ganz großen. Damit putzt sich Mama immer die Zähne. Um Gottes Willen. Gut, Sandra, nächstes Themengebiet. Ja! Voll unreif, der Typ, ey.